Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Moin und herzlich willkommen für die März-Edition von unserem Podcast, von unserem Minette Mashup an als Mashuperin von der ersten Stunde. Marika ist dabei vom CNCI. Guten Mittag, hallo. Den Thierry ist heute für den CNCI dabei. Salut Thierry. Moin, guten Mittag. Froh dabei zu sein. Und es sind die Jan von der Minette Biosphäre, der wisst ja, am Hashtag Minette Mashup von der Reise überall an den sozialen Medien und da fand auch der Podcast auf alle Podcast-Plattformen. Neue Stationen zu Beteburg und Deiferding sind wir dann heute zu Diedling an Rendezvous mit Diedlinger Member aus dem Pro-Süd-Komitee und das ist kein anderer wie den Diedlinger Deputé Maire Dan Biancalana. Guten Morgen. Guten Morgen und willkommen an der schönen Stadt Diedling. Immer als Location von heute ein bisschen mehr belichten, die ganz speziell ist, an die den Bürgermeister sich rausgesicht hat. Gucken wir mal, wie die Marike aus dem Musik von der Erbisch bis dahin gekommen ist. Marike, hast schon du? Ja, aber das ist immer eine spannende Frage, merci, dass du Christian. Ich bin mit dem Bus gekommen und bis auf Diedlinger Gar und du wolltest auf den Zug sprangen Richtung Wolmerange-les-Mines. Der Bus war aber leider 3 Minuten verspätet und da sind Barriere gerade zugegangen. Der Tisch sind nur einfach bis herab getröppelt und die Weg war auch ganz schön. Das heißt, den Zug hat nicht auf dich gewartet. Nee, nicht immer, nicht immer. Und du hast dein Challenge bisweilen nach Alkeas proper über die Bühne gebracht. Merci. Ja, wir verraten noch nicht genau, wo wir sind. Wir sind auf einem Platz ziemlich hoch gelegen, mit verwinkelten Gassen und Hängen, wie eine wunderschöne Vue. Herr Bürgermeister, wie seid ihr dann hier hingekommen? Ja, bei diesem herrlichen Frühjahrsviertel war ich der Meinung, das zu Fuß zu machen und vielleicht sie von der Gemenge aus, vom Menge aus selber hinkommen, dafür manchmal zu Fuß. Die idealste Option, voilà. Ein bisschen mehr wie keine 10 Minuten. Ja, knapp 10 Knapp Minuten. 10 Knapp 10 Minuten. Knapp 10 Minuten. Perfekt, perfekt. Diedling assoziieren ich persönlich immer mit vielen progressiven Aspekten, was Nachhaltigkeit, Kultur, ganz viel Kultur und auch was Mobilität angeht. Wir hatten in einer vergangenen Episode mit Velo Diedling geschwärzt, die ganz begeistert waren, auch über hier zusammenarbeiten mit der Gemeinde. Worin kennt das da Leute, dass generell Diedling aber einen ziemlich progressiven Eindruck möchte von außen? Das ist ja schön zu hören, dass er progressiven Eindruck möchte von Bausen. Ich meine, wir haben ganz viele mehr auch Initiativen zu holen und auch ein bisschen als Laboratoire, als Stadt. Sie können natürlich auch Sachen wollen heute zu testen, mal einfach zu lancieren, sie will mal so Ballon lancieren und dann zu gucken, wen packt, dass es tut. Da tun wir manchmal eine ganze Reihe Projekte auch gemäht. Kulturelle Projekte, Mobilität, respektive woran der Nachhaltigkeit geht. Dann habe ich an Mengen Mobilitätsrecherchen sind ich auf etwas ziemlich Interessantes gestoßen. Die Diedlinger Gemeinschaft seit ein paar Jahren an einem Projekt SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan. Könnt ihr jetzt als ganz kurz darüber ein bisschen mehr erzählen? Ja, der SUMP ist ein Plan, ein strategischer Plan, wo wir als Ziele gehen, dass alle Menschen an der Gemeinde, wo an der Region, ich meine, gucke ein bisschen über den Tellerrand von der Gemengengeografie raus, eine hohe Lebensqualität soll kreieren und eine ganze Reihe auch Maßnahmen am Kader von dem strategischen Plan geholt. Das fußt natürlich öffentlichen Transport, just gebraucht für die dann hier auf Diedling zu kommen, sie hat mit dem TIS effektiv oder mit den Citybussen, das aber auch intern an Diedling selber
den Fußgängerleutsysteme, die man hun respektiv die noch an der Karte auszuweiten, dass sie wissen, wenn ich von enger Platz auf die andere geht, wie lange da sind du braucht, wie viele Minuten da sind du braucht. Es sind aber auch engerseits die Velospisten, weil die Kippe ja gesehen von Velo Diddling, dass noch die ausbaut, verbessert, auch am Bestand, da sind auch bei allen neuen Straßenbauprojekten, die man haben, auch Mobilität dus, aber nicht so von der direkt mal undenkt, dann noch mal dran plant, und natürlich auch bei so Projekten oder bei verschiedenen auch Biergebedeelungen mal ranhält, weil wir natürlich von den so Projekten aufhängt, dass natürlich auch nur mehr Akzeptanz und wann auch Biergerinnen und Bierger konnten mein Schierwühen mal bringen. Das dauert da vielleicht ein bisschen mehr lang, mit natürlich schon mehr große Akzeptanz, und ich meine, das ist auch ein Plus-Value, Menschen nur insgesamt. So Bierger Akzeptanz, Bierger Bedeeligung, der wat jo Vierreiterheit zu Diddlingen auch mat engem grosse Shared Space am Zentrum von der Stadt. Wie kennt den Entreton bei de Bierjauen? Bei dir könnt ganz gut tun, weil man in der Zwischenzeit jo auch so eng Formel erfunden hun. Shared Space selber, wie gesagt, wo jeder in demselben Niveau ist, den Velosfahrer wie der Fußgänger, wie auch den Autosfahrer. Das natürlich möglich der Mensch, den geht schon so schwer wie für Changement, aber das möchte so lösen sein weh. Aber wir haben noch die Decisionen geholt während den Sommermonaten, und das ist ab den 1. wie gesagt 1. April, also kein Aprilsgag mehr, ab 1. April bis Anfang an den September ran, mit der Shared Space, also eine Fußgängerzone zu machen, weil natürlich noch ganz flott ist für die Gastronomie, für das Restaurant, noch für Terrassen. Das gibt natürlich auch dem ganzen Diddling seit als on dirait le Süd, dat ist auch noch flotte mediterrane Flair, Band bei gutem Wetter, Terrassen mensch mir groß wie de Moment, Leute auf der Platz sind. Also du kannst dann noch gut go los, und das gehört natürlich auch dem Stadt Care, ganz flotte Care, flotte Lebensqualität an, natürlich die mediterrane Flair, auf dem wir ganz stolz sind zu Diddling. Komm mal schwätze lo awer mal ein bisschen iwwer die Platz wo man haut si mir sinn im Schnittmatten am Zentrum. Location vom Moment. Ich stehe beim Memorialport d'Italie, das ja am Anfang so ein Mini-Platz, das ist kein richtiger Platz, das ist so ein Memorial. Lernstraße am Quartier Italien, abgestaltet im Jahr 2007. Das ist eine Skulptur von Yvette Gastauer Claire. Und sie erinnert an die schwere Reise von den ersten Anwohnern vom Quartier Italien, die Ende vom 19. Jahrhundert mit der Eisenindustrie hier auf Diddling gekommen sind. Das ist ja richtig so. Ja, 2007 ist Mensch die heute Skulptur von Yvette Gastauer Claire hingekommen, und war vom Kader vom Centenaire von der Stadt Diddling, die wir 2007 gefeiert haben. Und das am aber auch Mensch die italienische Communauté, die am Anfang ein Don und Stadt Diddling gemäht am Kader vom Centenaire. Und ja, wie gesagt, wir sind am Carte Italien, Port Italie. J'ai été étranger et vous m'avez accueilli. Als Taschrift auf Italienisch und auf Französisch. Und ich meine, das ist symbolisch ein bisschen für das, was die Migration steht, geht den von enger Platz fort, verlässt den sein Land für einen anderen Platz zu gehen, und verlässt den, der aus verschiedenen Gründen heute manchmal auch mit dem Phänomen konfrontiert. Im Kader von Krischer Demos wäre echt aus sozioökonomischen Gründen für eine Arbeit zu finden, wo der Choreo bestanden haben zwischen der Lützeburger Regierung und der italienischen Regierung, wo manchmal auch dementsprechend zu dem Zeitpunkt auch die Industrialisierung hier an Lützeburg stattfindet, für allem hier zu Diddling, manchmal die Arbeit fäust nicht weit von hier weg, zwei von der Schmelz, wie gesagt, das also hier zu Diddling. Und da sind natürlich ganz viele Italiener, kommen, Mattieren, Wallissen sind an dem Kader ganz oft mit offenen Armen empfangen gehen, das wir mal noch draußen, wir sind ja auch an der Geschichtsschreibung, das ist nicht immer der Fall, und haben natürlich dem ganzen Karte auch den italienischen Flair gehen, die kleinen Gassen, die farbige Fassaden, Demos, und aber auch Treppen zwischen den Häusern. Ja, das ist ein bisschen so die Stadt aus Italien, aus dem Süden von Italien, wo ihr rumfindet. Wir müssen natürlich auch wissen, die Exekutivität, die noch an diesem Quartier hat, das alles so eng bei ihnen ist, das hat natürlich auch damit zu tun, dass innerhalb von der Industrialisierung immens viel
Leute op Diddling kommen sind an der Karte Italien an noch an der Karte Schmelz ja die Leute nicht wo müssen aber schlufen Wunden übernüchten an dürfen sind beim ganze kleinen Areal ganz schnell am Anfang Wohnungen gebaut die gehen ein auf dem anderen an du sind am Anfang besser Nikalien. Ja nee, die sie wahrscheinlich wirklich gedeelt, wann den op Schicht gegangen ass den anderen Paddy Wall. Dat war am ganze Süden so an all de Stiert run Schmelzen, wo op immer ganz viel Wunrem gebraucht gouf. méi Herr Bianca Lana fir wat gené hu der die Plätze rausgesicht. An wannnech lo Bianca Lana so heieren, da klingt man dat och no italienesche Racinen, hu der selber Verbindungen zu dem Quartier iwwer Familie. Ja, also ich kann mich ganz gut erinnern, dass ich als Beruf hinkommen sie noch meine Großeltern, die nicht weit von Hai Wäsche gewohnt haben. Ich kann mich auch erinnern, dass ich meine Zeit in der Primärschule war, auch wenn ich am Quartier gewohnt habe, aber Freunde hier am Quartier haben die auch noch immer haben, dass ich auch gerne hinkommen sind, voilà, für auch Fußballspiele Velo zu fahren. Und ich meine, das ist ein Quartier, den immer gelieft wird, wo man auch immer ganz viel Kaffee war, wo man ganz viel Ambiance war. Das wird ein bisschen Männer, weil die Kaffeeskultur auch hier zurückgegangen ist. Aber ja, das ist eine flotte Karte, die ich als Jungen, als ganz liewig erlebt habe. Und ich schaue, dass es eine Karte, wo auch nach, aber par rapport zu Demos, nach ganz viel Letzteburger auch wohnen. Und ja, weil das verbindet natürlich über die Jahre. Aber in der Nuna, du hast dann immer Pasta gehen, oder? Bei der Nuna ist natürlich Pasta gehen, so wie das sich gehört an einer guten italienischen Stufe. Hast du heute noch einen absoluten Lieblingsplatz zu Diddling oder gesagt, man, die hier also einfach flott, weil es da aber rüber gesagt ob Schmelz, wo am Gangen ist, der Chantier so löst zu starten für den neuen Quartier, weil es da ob den Zerner gesagt ob Tom Haus, ob der Floater oder gedenkener Platz, die da aber vielleicht noch leben wird. Ja, ich habe heute Platz rausgesicht, effektiv einerseits wat früher Gestalt gouf mat den italiensche Wurzeln. Weil die Platz aber auch he bisssen so Vergangenheit gegen werden noch Zukunft von Diddling verbünnt. Mit Vergangenheit Entstehung vom Quartier selber gegenwert, weil der Quartier was die noch besteht, die lief den sich weiter ausbau an der Woche Zukunft eben der Lien mat Neuschmelz, wo man Euro schon eine ganze Reihe mengglisch auch Gebäier hun Deelweis funktionell sind, ob dat Lokomotiv mat der Kantin, de Wewer wo kulturelle Aktivitäten stattfinden, aber auch de Wasserturm, das Haus kultureller und CNR, also mensch auch los schon en Aktivitäten kultureller Natur noch gastronomischer Natur stattfinden, an natürlich Zukunft für Hai neue Karte, die nächsten 10 bis 15 Jahre entsteht, und noch mensch dann Zukunft von Diddling Hai englisch ganz klar wird auch gezeichnet gehen. Andere Plätze natürlich ganz gerne, das wird von Hai Wäsche, der Ginzebirge, das ist ein Platz, wo ich ganz gerne hingehen würde, noch der Fernsehturm von RTL, am Mensch in der Woche eine ganz flotte Naherholung Gebiet hat, wie auch natürlich Theater, also zwei Plätze, wo auch ganz Natur gebunden sind. Der Silo geschwind 20 Jahre am Diddlinger Gemengerot, da von über 10 Jahre Bürgermeister, wie unterscheidet sich der Bürgermeister Dan Bianca Lana Haut vom Bürgermeister Dan Bianca Lana 2015? Gut nicht. Das wahrscheinlich schon. Also ich meine, dass ich als Mensch selber geblieben bin. Ich meine, da gibt es kein größer Changementer, mit wenn die natürlich innerhalb von 10 Jahren und Erfahrungen und Situationen, die erlebt hat, mit positiver, manner positiver Gesäiding sich weiter entwickeln, gesä die Leute kommen und gehen, wie das so in einer Stadt eben halt den neue Leute kennen, die an die Stadt kommen sind. Ja, also ich meine, da sind eine Reihe Elemente, wie gesagt, als Person nicht geändert, weil aber gesehen, wie sich die Stadt sich weiterentwickelt, und ich meine auch, das ganz flott, weil ich meine, dass sich positiv entwickelt wird. Ihr seid auch seit 2018 Deputierten an der Chambre, Co-Präsident von der LSAP. An der Chambre ist der an der Opposition, halt zu Diddling an einer komfortablen Majorität, wenn ich das so kann sagen. Ja. Was treibt dich an eurer politischen Arbeit alltag an? Ja, von wo ich an der Gemeng aktiv sind, was das natürlich noch den lokalen Plan der Absenz für den nationalen, weil im lokalen Plan kann den konkret Projekte umsetzen, wo dann noch natürlich einen Impact tun, ob all das Leben von den Bürgerinnen und Bürgern. Ich meine, das ist einfach so die Lust
Changementer können zu bewirken, natürlich wie gesagt, lokale Plan möchte mir einfach wie nationale Plan noch davon an der Majorität und der Position ich meine, dass das für dann noch über den Doten wie fertig zu bringen, dass auch die Lebenskonditionen von den Leuten, die hier wohnen, die noch können ändern, noch da können Matronen schmengen, dass das wirklich auch wichtig ist. Ja. Ich wollt fragen, ob der das immer schon an ihr hat, so den Wunsch, eine Veränderung auszumachen oder Leben zu verbessern, Lebensqualität. Was ich zurückgucke, ich hatte schon die Zeit, wie ich mich am Lycée politisch engagiert habe, das war am Alter von 16 Jahren, da war schon den Drang, Sachen zu ändern, das hat dann am Mikrokosmos vom Lycée angefangen und dann wird es ja nur ausgeweitet, gemengt. Oder hat Nonna vielleicht auch irgendwie etwas mitgehen? Also das Elternhaus natürlich auch, und Großeltern auch, obwohl die nie politisch engagiert waren, mir politisch interessiert, das heißt, ich habe immer darüber geschwärzt und ich kriegte immer noch aus Nähen gesehen. Und natürlich, wenn ich dann etwas gerne noch bewirken, da muss ich mich auch engagieren, Responsabilität überholen, weil er das probiert, ihn dann zu machen, so gut es geht. Wo wir eher mal angefangen haben, als eine Episode von Haut abzuhören, als eine Diedlingerin Highlands gelaufen, die ich da ganz freundlich gegrüßt hat als Bürgermeister. Ich will mal das kennt ihr mir dax für. Wie bekommen die Leute, ob ihr Sturm mit ihren Sorgen, mit vielleicht aber auch Ideen oder Wünschen, wo sie da so ein Herr Bürgermeister, können da nicht eventuell? Also die Weise, wenn ein Bürgermeister ist, wenn eine politische Funktion hat, gerade im Gemengeplan, da sind wir ziemlich offen. Wir können regelmäßig für, dass wenn ich nicht an der Gemeinde am Büro sind, daneben an Diedling selber sind, dass Leute mich unherlen, mich eine vorstellen oder mir rotschlagen. Wenn es nicht so komplex ist, Menschen und solche Leute auf der Platz dann selber was ich denke oder was ich meine und was ich machen. Aber wenn natürlich mir komplex geht, dann so ein bisschen Gemenge Lunch kommen kriegen durch Rendezvous. Also ich bin immer da ganz open. Und ich merke aber auch, da muss ich noch auch sagen, dass es Leute gibt, die das ganz respektvoll machen, dass es aber auch Leute gibt, die die Grenzen an den so Kontext überschreiten und die müssen dann noch so freundlich, aber determiniert dann noch auf Platz setzen. Das verdrückt spannend, mir gibt es beim flotten Platz stehen, ob die alte Spels. Das ist ja noch ganz modern, die Aalindustrie sitten neu zu beleben. Ich denke da an Metzerschmelz, Belval und Rotlenz, Lohn Neuschmelz. Wie geht Diedlingen mit der Idee um? Das war ja erst, da können Schöpflinge dann so weiter. Los, Diedlingen auch schon seit ein paar Jahren drin. Wie geht ihr mit dem Gedanken um, für den alten Patrimoine zu rivalisieren? Also Neuschmelz ist ja ein flotten Challenge. Der Stadtentwicklung hat ihnen ganz wenig Gelegenheiten für so Frischen zu revalorisieren. An ihnen eine neue Funktion zu gehen, die soziale Mixität basiert, die multifunktionell ist. Und an der Multifunktionalität muss ich dann noch überlegen, was ich am industriellen Patrimoine möchte. Mehr haben von Anfang an décidéiert gehabt am Gemeinderat, dass man nicht fehlt als statt eng Tabula rasa machen, man Patrimon industriell Meister an die andere Richtung zu gehen. Und kann ich so, dass im Site Neuschmelz 85% vom industriellen Patrimoine klassiert gouf. Das ist eine Protektion hat und auch dementsprechend wann eben die Gebäulichkeiten, die gesagt neue Funktionalitäten kriegen, natürlich daran muss investiert gehen für zu valorisieren und aber auch dann den Inpa wat frei die Monument, wo iwwer der Kulturminister auch dann die nedech Subventionementer kann ginn an. Me hu jo schon eng Rei Gebäudeketen renovéiert, de Wasserturm gouf renovéiert, den Lokomotivatelier die gouf renovéiert, da befindt sich lo en Gastronomiebetrieb dran, also auch Zeitzeugen vun israeler Kultur. Wir hunn eng freier Lok dat du 6 komplett renovéiert, die steht für Lokomotivatelier durch auch immer do Dravo an wir hunn den Wewer den Vestiaire Wagonage, das ein Tierlieu kulturell, wo man als Gemenge renoviert tun, wo man engem Künstlerkollektiv zur Verfügung stellt. Also Kinderlo schon wie gesagt Beispiele, wo man das machen,
an natürlich in Zukunft werden die anderen Gebäudeketen auch dann selbst renoviert gehen, der Tasserie oder der Laminoir, also wie gesagt, wir halten den industriellen Patrimoine heisch. Mit das gut 20 Jahre hier das Schmelz abgehalten wird, Schmelz zu sehen. Wie sehr als die Verlegung da kommen dann noch von der Stadt Dietlinge aus, wir wollen als aktiv mit abbauen an der Revalorisation von dem ganzen Quartier. Die war ganz schnell, weil das im Territoire von der Gemeinde. Da tun wir auch Summer am Staat geplant, gehen den städtische Terrain, dem uns von Achselloch Mittal kriegt, der Stadt wird weitergehen und dann von dem Logement an seit über 20 Jahren, also an diesem Projekt von dem Logement an Stadt Dietling, ein Partner an Planen zu summen, wenn du Ausschreibungen gemacht für einen Architektenkonkurs, also sind wir am Gange, das Step by Step eben halt umzusetzen. Und voilà, ich meine, das ist ganz spannend. Neue Karte können zu planen an merkt die auch, dass die initiale Ausrichtung auch an Cours de Route bisschen adaptiert geht. Aber das ist ein spannender Moment, ja. Und werden Schulen oder eine Schule? Eine multifunktionelle Karte, wo natürlich eine Schule kommen, eine Maison Relais, eine Sportsaal, Krechen, neue Arbeitsplätze, wo natürlich das ist auch wichtig, da sind auch neue Arbeitsplätze, auch dementsprechend schafft. Freizeitgestaltung, die 1600 Wohnunitäten der Tisch rund, aber die 3500 Leute, die werden können wohnen kommen, Schulen, Haus, Sportaktivitäten, die dort stattfinden. Also wie gesagt, eine komplett neue Karte, die in der Woche soll leben, und nicht so eine deutsche Karte, wo just da wohnt, wo aber auch manchmal am Alltag kann Flotaktivitäten machen und noch kann schaffen. Hier am Site ist auch weitlebig geplant für Konjularchiv zu installieren, also an Lebensrufe. Ich froh, wie weit ist das Projekt? So dass ich für einen neuen Prestigeobjekt gehen. Und haben wir nicht genug die Kulturinstitutionen am Süden, nationale Kulturinstitutionen am Süden. Sind ja ein paar da. Muss ein bisschen den Historik machen, wie 2005 die Schmelzheit zugemäht gouf und noch eine ganze Reihe Arbeitsplätze aufgeschafft goufen. War an der Diskussion zwischen der Stadt Dietling an der demolischen Regierung, dass Engage Party einen nationalen Projekt op Dietling kann. Also Projekt, den eng nationale Envergure hat, an ein Projekt, den noch dann zusätzlich neue Arbeitsplätze schafft, neben den neuen Arbeitsplätzen, die sowieso hinkommen durch den Commerce und durch mit kleinen Entreprisen, die sich heute können aussiedeln. Du war an enger echter Phase, und das ist schon vergisst, du war sollte Filmindustrie. Hier op Dietling op Neuschmelz kommen die Projekte aber von der färischen Regierung aufgeschossen gehen aus Kästegren, und da waren wir ja an Kontakt als Gemeinde mit den Lützebauer Filmproduzenten auch, weil wir heute den CNR haben. Weil du hast Hivele, wusste dann noch Dietling keins draufschreiben, so bist wie zu Hollywood. Ja, ich meine, das gibt gut passen, ne? Also das hat die nicht dagegen. Ja, aber ich möchte drehen. Also drehen soll ich nicht mehr. Und dann wie gesagt, das Projekt möchte ich nicht gehen. Und da sind wir ein Keier als Stadt Dietlinger Charge gegangen, wo wir auch die Regierung gesagt haben, okay, wenn die dort Projekt nicht geht, wir klonen einfach noch immer als Stadt Dietling an, dass ein nationales Projekt auf Dietling sollte kommen. Und da hat die demalige Kulturminister gesagt, okay, da geht es ein Projekt. Wir sind im Moment in der Situation, wo die Kunstwerke von den Lützeburger Künstlern über das ganze Land verstreut sind, und wir brauchen einen Zentralplatz, wo wir sie dementsprechend aussiedeln, nicht nur als Archiv, mehr auch als Schaulehrer, der Tisch, wo auch eine Stadt kann periodisch weisen, und wo noch dementsprechend darunter kann noch pädagogische Aktivitäten machen. Bei Dietling ist eine Kulturstadt par excellence, dafür wird für uns auch wichtig, so ein Projekt dann noch können umsiedeln. Aber die Gemeinde selber ist natürlich der Hand, dass das Projekt das gibt, aber ich werde selber nicht umsetzen. Du hast natürlich auch das Kulturministerium zusammen mit Bâtiment Public. Ich weiß, dass im Moment Etude de Faisabilité gemacht wird für den Projekt dann sowohl und den Laminoir und auch an der Aciérie können umsiedeln. Wenn es ein Projekt ist, den am industriellen Patrimoine soll stattfinden, da gibt es ja par essence kein Prunkbaute, aber gibt es dann ein Projekt, wo dann industrielle Patrimoine revalorisiert wird, und ich meine, das hat ja dann auch ganz flott ist. Für wenig kennt das
geschehen. So. Also genau ein Datum will ich nicht draufsetzen, aber ich meine, dass heute noch so Neuschmelz Neuschmelz, das Sind wir dauert bei gut 10 Jahren 10 oder Jahre. 20? Gefährlich. Ich rechne, dass das aber an die Chance von 10 Jahren wird sein, weil muss ich bedenken, eher das manchmal ganz aussiedelt, muss ja auch das ganze, die Gebäulichkeit muss ja auch dann komplett renoviert gehen. Im Moment läuft der von der Sanierung auf Neuschmelz selber, sowohl vom Boden wie auch von den Gebäulichkeiten. Und weiß ich natürlich, dass ich da mal Sachen entdeckt über 100 Jahre industrielle Nutzung, die nicht immer mehr einfach machen im Niveau von der Sanierung, also muss ich noch da Geduld mitbringen. Also du stöcht noch viel Arbeit an dem Oh ja. Projekt. Nee, Und apropos Arbeit. Das ist super spannend. Aber also immer ob da gehen, das ist aber wirklich ein Staat, der sich ganz viel seit den echten Italiener, der sich immer stark an nach Roma entwickelt. Also, Ja, also Dietling also eng Stadt, die wie meng eng Reihe steht hier am Süden, das verbindet meng auch den steht hier am Süden. Mit dann den Deelweis anderer waren eng Reihe Krise mat gemäht huet, Krise von der Stahlindustrie mit der 7scher Gemeng reagiert, an dem es aber auch mit der Regierung am Staatsummen nationale Industriezonen kommen sie, wo man kontra neue Arbeitsplätze schaffen an den 90er Jahren, als auch der Wandel kommt mit neuen Kartien, die entstanden sind. Wir haben für ein paar Jahre am Stadtkehr auch den Shared Space, aber auch da sind neue Wohnungen entstanden in der Stadtkehr, auch komplett neu an frische gemäht, modernisiert. Also es sind immer so Phasen, wo Dietling sich auch klar positioniert hat und die auch der Stadt einen neuen Abdrift gehen hat. Das ist auch ganz flott, wenn eine Stadt sich weiterentwickelt. Wir merken zum Beispiel, dass in den letzten Jahren ganz viele junge Familien auf Dietling kommen. Weil das weißt ja auch, dass meine familienfreundliche Stadt ist, wenn junge Familien auf Dietling kommen, weil das weißt, weil das macht die nächsten Infrastrukturen haben für auch die Kanner und die Familien da zu bieten, was sie brauchen. Und ich meine, das ist auch das, was da noch flott ist. Question. So, schau ich mal zurück an einer Jugend. Die hat an der Belsch an Italien studiert, mit einem Aufschluss an Kriminologie. Hat die ist schon immer dafür interessiert? Das mit der Zeit kam am Kader vom Studium, wo ich mit Leuten geschafft habe. Ich meine, das war ein bisschen Motivation an Politik zu gehen, auch mit Leuten geschafft habe, die mir sozial schwache Situationen sind, die mir vulnerable Situationen sind, und die dann auch Situationen waren, wo sie mal gesetzlicher Konflikt geraten sind, nachdem sie dann auf Schiefbund geraten sind. Weil er mich schon darum interessiert, wie reagiert dann als Gesellschaft mit so Menschen, die aber echt ein Teil von unserer Gesellschaft sind, die echt da marginalisiert sind, und wenn sie dann effektiv bestraft gehen. Ja, wie weit gehen sie bestraft, was sind dort Antworten, die Gesellschaft, die Justiz gibt. Und das wird mich auch darauf gebracht, einfach zu analysieren, ja, wie weit die Leute an unserer Gesellschaft straffällig weggekommen sind am Gesetz der Konflikt, und da gibt es eine Reihe Antworten. Und Kriminologie für mich durch Studium, den eine Reihe Antworten kann geben, Niveau vom Droit, Niveau auch vom soziologisch, aber auch sozial, aber auch Niveau von der Santé mentale, von der Psychologie, von der Psychiatrie. Und voilà, ich meine, das war so ein komplettes Studium, das man mich getötet, das mir am generellen Kader zu erfassen, und von ich das dann noch eben studiert. Ja. Und theoretisch, Mengen schafft ja noch beim Service Central d'Assistance Sociale Stadter Park. Wenn er nicht die 100% politische Congé hat als Deputierten und als Bürgermeister. Ganz genau, das war seit 10 Jahren, wo ich effektiv dann, ich hatte gelesen, 12 Jahre im Beruf zu sehen, 12 Jahre im Beruf zu schaffen, und seit 10 Jahren sind ich raus, wo ich Bürgermeister gewesen bin, effektiv durch die Congé-Politik hat, sind ich in dem Sinne raus. Aber auf der anderen Seite, also es flott meine Erfahrung, die ich während dem Studium auch während den 12 Jahren gemacht habe, die habe ich aber auch meine politische Erbeste mal dran. Sie wird als Bürgermeister, wenn es die öffentliche Sicherheit geht, ich meine, du kannst Erfahrung haben, oder aber auch an der Chambre, auch wenn du an zuständige Justizkommission, wenn es um Justizprojekt geht, oder auch du um Sicherheit oder Police, weil du kannst in die Bagage aber mit dran, und ich meine, auch das
das flott das ernst ist wird das selber flott ja. Kennt ihr der Vierstelle von Haut op morgen zurück an den Job zu gehen? Ich kann mir das vorstellen, ja, aber mit einer Reihe Adaptationen, weil das ja komplett raus wir sind manchmal sich rasch schaffen oder wir gucken, wen die Erfahrung, die in die Jahre gemacht hat, mit den anderen Käppen, da kennt man ranbringen. Wir sind sicher auf sich adaptieren, ja. Bei dem Job an Ihrer Funktion als Bürgermeister an Deputierten habt ihr ein Kumul von Aufgaben. Was macht ihr dann für Ihren Work-Life-Balance aufrecht zu halten? Weil ihr könnt ja auch einfach durch die Länge laufen und mit der Arbeit konfrontiert sind. Wie schaltet ihr auf? Für aufzuschalten werde ich ganz viel machen. Dietling hat ja ganz viele Naherholungsgebiete. Sie wird der Ginzebirsch, wo ich ganz viele gehe, weil ich schon am Schmelzer Karte wohnen. Ich das direkt noch bei oder hier Tag, da gehe ich ganz oft also laufen, Natur. Also Natur laufen, Sport machen. Das ist ein ganz flotter Ausgleich oder auch kulturelle Aktivitäten. Ich meine, das hilft, ein bisschen Stress aufzubauen. Ich wollte dann ein bisschen bei der Natur bleiben und noch bei der Herd, die eng von der Kehrzone von der Minette Biosphäre ist. Ja, die geht doch dacks einfach mit Dietling assoziiert. Und schon aber raushören, dass dir persönlich, ob man es genauso Freund noch vom Ginzebirsch sieht. Ja. Ja, die zwei sind zwei Flottplätze, sind auch Thema von der Industrialisierung, auch wenn ich gucke, das Historik von der Herd, weil alles da getippt wird, natürlich zurückkommen ist. Aber natürlich der Ginzebirsch, weil noch eine gewisse Typologie hat, sind zwei Holzgebiete, die zwei verschiedene Typologien haben. Und da, alles von dahin geht, erleben noch da Natur ernst. Also ich meine, das Mensch ein ganz agréable Moment kann gehen. Und irgendwo ist der Ginzebirsch nach immer industriell aktiv, weil die Sandemast, den da steht, funktioniert ja nach. Die funktioniert nach, geht so wie auch der Wasserturm zu Wertzeichen von der Stadt. Und es geht noch immer von uns gesamt. Ja. Das ist mir übrigens aufgefallen, weil ich für drunten zu Fuß getroppelt bin. Geht Karte Italien anhakt, geht auch gehen, voilà, zusammen als Direktion. Ja, weil der Quartier Italien leitet ja an, korrigiert das, wenn man da falsch liegt, die leitet ja quasi Fuß von der Herd. Und sind noch ganz viele von den italienischen Immigranten, die hingekommen sind, davon an Minen arbeiten gegangen. Für die stehen hier die Stunde noch an Tag. Also ich ganz oft vergessen, aber neben der Schmelz gibt auch eine Minde Langebirsch. Aber natürlich haben auch italienische Migranten, wir nicht sie, auch an den Minen geschafft. Dann hat auch noch einen anderen ökologischen Point fort, ging ich mal so an der Gemeinde. Der hat enorm viel Bungerten. Zum Teil neuer gepflanzt an den letzten Jahren von der Gemeinde aus, zum Teil derer, die richtig schöne Gewürze, wie zum Beispiel der Gehansbirsch, da ist ja wunderschöne große, alle Bungert. Wie wichtig ist es, ihr als Bürgermeister und generell auch der Verwaltung von Dietling, also der ganzen Gemeindeverwaltung, da man vielleicht auch zu sensibilisieren, dass die Lebensmittel auch daheim kann sind und dass die auch daheim können wurzeln? Ja, die Bon die Funktion auch nur am Karte sind nur bei den Bierchen, aber auch nur bei der Schule. Das heißt, einerseits gehen sie von verschiedenen Leuten genutzt. Einerseits haben wir Aktivitäten von der Schule selber, auch von der Maison Relais, wo man die Kanner gehen, wo dann erzählerische, pädagogische Aktivitäten gemacht. Ich meine, auch das ist wichtig, dass er noch das kann veranschaulichen, weil sie natürlich auch von der Gemeinde natürlich erhellen, die Bungerten. Bürgerinnen und Bürger können aber auch dahin gehen, bei den Obstbäumen und sich auch effektiv die Plätze dann noch konsumieren. Also ich meine, dass das ein wichtiger Aspekt ist und sie können das doch gratis machen. Und wir haben da ja ein ganz Jahr, die wird finden. Voilà, ich meine, dass das ganz gut könnt. Und wir merken, dass auch regelmäßig noch froh da ist, für da weiter zu machen. Und dafür gucken wir auch bei Projekten, die wir haben, wann gehe ich nicht zu spät, das auch zu machen. Kriegt neu Schmelz also auch im Bungert? Also neu Schmelz, kann ich mir gut vorstellen, mit
den nedischen Präkautionen, dass du echt Richtung Hochbeeter, Bungert in Richtung Hochbeeter geht. Ja. Ich meine, An auch wenn es Industrie, ernährt geht, ja. Industrie, ich meine, du kannst Ganz nicht so schöne roten Pflanzen Apfel. mehr, weil, genau. Ich meine, dass man mit Hochbeeter auch nach flott Sachen kann machen, weil er wo noch sicherlich das kann ja naturgetreu wie so hinsetzen. So, an lo kommen wir bei den Deel von diesem Podcast, Herr Bianca Lana, auf den ihr euch absolut nicht präparieren könnt. Lo Aha. fangen wir mal mit unserer quirky Question. Aha, Quirky question. Quirky question. ich bin gespannt. Herr Das ist der Fangfrohe. Bianca Lana. Nö. Das ist just eng, das ist ein gut. Von der Stadt Diddling Mist verlassen an eng einer Gemeinde von der Minute Biosphäre-Mistplanerin. Wie eng wäret? Das Ja, Friedi, Sprichwort. Diedlinger, die Einmal nie fort Diedlinger. war. Immer Diedlinger. Ich werde Diedling nie verlassen. Also nicht richtig Die- auf die Frage Die geantwortet. Antwort hatten wir noch nicht. Bis hat alle Bürgermeisterei selber etwas gehen. Das ist eine Antwort. Das ist eine Antwort. Sollen wir Das die ist Gölle- sollen wir die Gölle lösen? Das ist nicht die, die Das ich ist eine starke erwarte. Antwort. Die Das ist eine starke das Ja, sind die, los die mit ich der erwarte Gölle. mit das eine Antwort. Ja, ich klebe mir schon. Also, Doch, wir lassen die mal einfach so stehen. Und mal gucken, was für Antworten wir lo, an unserem Quiz kriegen. It's quiz time. Schaut es nämlich nach 3 Fragen, mit alkes aber 3 Alternativen, A, B oder C. Eng davon ist richtig. Und es sind 3 Fragen, die am weitesten Teil etwas mit Diddling zu tun haben, die ihn als Bürgermeister also wissen kennt. Wenn Ei, ei, nicht, ist es nicht schlimm, Den weil... Joker. Nee. Nee, Die wird bei der Profi drauf verspielt. Das ist gut. also die erste Frage. An wie engem Jahr gouft Diddlinger gar Usin a Betrieb geholt? Ist es A. 1886, B. 1903 oder C. 1921? zu der Verteidigung vom Herrn Bürgermeister, wo lange ihre Geburt gab. Das ist nicht schwer. Und das Tief. auch a Betrieb geholt pour les voyageurs. Okay, Ah, also pour les voyageurs. Okay. Also 1886, 1903 oder 1921? 1921. ich habe gar keine Ahnung. Was meint ihr? Ich denke 1903. Ja, okay. Weil Ich weiß es aber nicht. Industrialisierung, 1921 kennt man doch Stahlindustrie von Ja. Alphabetung gesagt. gehen. You are not correct. Das ist 1886. Und Okay. just 3 Jahre nachdem es für die Marchandise abgegangen ist. Okay. Voilà, wir sind halt auch direkt bei der Schenagar Ja. Usine. Ja, wir gucken direkt von oben drauf vom Monument hier an der Porte Italie, guckst du richtig schön auf die Gare rauf. Okay, dann eine Frage aus dem Bereich von der Industriegeschichte. Ich bleibe bei Neuschmelz. Das ist schön, ja. Ich meine, dann wird mir das vielleicht wissen. Das kann sein, wir sind noch heute drauf. Dabei, du. Was war das für drin? Dann ein Kantin für die Arbeiter, für den Schmelz, dann ein Lokomotivatelier oder war der Lager für Ersatzteile für die Schmelze? Lokomotive hat die Menge schwer. Richtig. Hat ja auch für dich schon so ein bisschen nur gedeiht. Ganz ein bisschen. Licht. Für was hast Die du Frau war dann mir einfach. Kantin? Das ist richtig. Für was hast du Kantin? Kantin ist Kantin, weil das ein kleiner Deu war eben ob Schmelz wird ja immer Kantinen gouf Casino Kantinen wo dann der Bester Gies hunn an Ja, die Voilà. war bestimmt nicht weit weg. ein bisschen Passepartout auch spruchlech an Kantin mensch gëtt auch noch ein bisschen die Flair weil ich genannt Kantinissen voilà. Ja, das hat noch ein bisschen so etwas von der Arbeit an der Industrie. Dann ein kleiner Naturfroh, Tart. Ich habe leider keine Worte Ginzebier präpariert. Mit Tart ist das größte Naturschutzgebiet vom Land. Ja. Wie groß ist das ganze Areal dann? Zwischen Diddling, Kehltäting und Rümmeling an Hektar. Sind das da 284? Sind da 594 oder sind da sogar 904? Wir erinnern Herr Bürgermeister, dass der kein Joker mehr hat. Nie verliert aber. Ja. Oh, ich werde dann damit. Die zweet
Thierry? 284. Ja, Nee, ich bon. meine, oh, ja. Dann ass de Punkt fir Marika an de Punkt fir den Herr Kalender sinn dats an der Mëtzi 594 Schrekte. Also bald 600 Hektar gréste summenhängend Naturschutzgebiet vum Land. Vi muss Merci dann Jan Kalender fir Zeit, die der schaut geholt. Merci auch ganz gerne. Fi man als Supporterin #Minap do fan als an de soziale Medien Shownotes vum Episode wie immer op minap-biosphär.com an den nächste Mond do gimmer dann vun Hai Obech, weil man dat jo schein alphabetisch an hummer an die Wo enger wonnerscheiner Platz méi dat verrode man net wo genau dat heier da dann umlächte Freuden am April. Adi. Ciao. Adi. Ciao ciao.